Voraussetzungen, wenn man sich das anschaut, warum hat das eigentlich bei ihr ganz gut funktioniert. Und die erste Voraussetzung klingt wie so ein No-Brainer eigentlich. Sie hat natürlich ein existierendes Blog. Das kann man auch so ein bisschen metaphysisch betrachten, wie die Frage so nach dem Motto, existiert das Geräusch eines umfallenden Baumes im Wald, wenn es keiner gibt, der es hört. Und so ist es eigentlich bei ihr auch. Was nutzt einem eine Bewerbung per Blog, wenn es keine Leser für dieses Blog gibt? Und das war bei ihr natürlich eine wichtige Voraussetzung, dass sie einfach ein existierendes Blog hatte, was in der Tat eine große, starke Leserschaft hat und eben auch eine Fangemeinde in sie. Und Fan ist immer so ein starkes Wort, also ich will jetzt deine Leser nicht zu Fans degradieren, aber letztendlich hattest du Leute, die dich gerne lesen, die dich mögen, die dich auch unterstützen und bei sowas eben auch durchtragen. Das war eine ganz wichtige Voraussetzung. Das nächste Thema ist vielleicht nicht spezifisch für dich, aber für alle anderen, die diesen Weg gehen wollen. Sie hatte, du hattest es jetzt nicht für diesen Fall, aber du hast natürlich durch dein Thema, für das du dich auch interessierst, natürlich schon einen klaren Fokus. Ich denke, jeder, der das Blog einsetzen möchte, um sich da beruflich zu positionieren, der braucht ein sehr stark fokussiertes Blog. Also ich denke so, die Befindlichkeitsblogs oder Blogs, die nicht eine ganz starke Themenausrichtung haben, nicht eine ganz klare, die werden sich schwer tun, darüber sich einfach zu positionieren. Wenn man aber ein klares Thema hat, was ich als Autoblogger, man möchte irgendwo bei einem Automobilkonzern unterkommen, sei es ein Beispiel, dann ist es natürlich viel eindeutiger, weil man eben auch darunter stärker gefunden wird. Das spielt unmittelbar auch in den dritten Punkt rein, man braucht eine Reputation, also eine hohe Glaubwürdigkeit an der Stelle einfach auch. Kann die das oder kann derjenige das? Das war bei dir der Fall. Du hast dich natürlich umgeschaut nach einem Job in Social Media letztendlich und in dem Moment, wo sie als Bloggerin einfach auch ganz viele Leute mobilisieren kann in Social Media und eben nicht nur auf deinem Blog, sondern auch an ganz anderen Plattformen, hat sie eine hohe Glaubwürdigkeit. Und das ist in dem Fall natürlich auch eine ganz wichtige Voraussetzung. Die engagierte Leserschaft hatte ich schon erwähnt. Und der letzte Punkt ist fast auch schon wieder ein Low-Brainer eigentlich. Du musst es natürlich teilen können. Und sicherlich mag es den einen oder anderen Blogger geben, der an der Stelle es seinen Lesern auch nicht leicht macht, solche Inhalte einfach auf die entsprechenden Plattformen zu teilen. Und das ist auch eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung. Es hat Vor- und Nachteile. Die sollte man an der Stelle, glaube ich, einfach auch erwähnen, weil es sonst nicht fair wäre. Diese Bewerbung per Blog, dazu sagen wir später noch was in dem dritten Teil, wird immer moderner eigentlich, in bestimmten Kreisen. Ich denke, für einer Kasuke aus Reda Wiedenbrück oder sowas ist vielleicht nicht unbedingt die optimale Lösung. Aber für alle, die hier sind, also für euch, kann das eine Option sein. Aber es hat eben Vorteile, weil man eine hohe Viralität hat, eine große Reichweite, womöglich, aber schauen halt auch alle zu. Das heißt, wenn man sich bewirbt in so einer Öffentlichkeit, sehen halt auch alle, dass man sich bewirbt. Und was ist peinlicher, als wenn man sozusagen den großen Aufschlag macht, hey, ich suche einen Job und nach 3 Monaten oder sowas muss man das immer noch twittern. Vielleicht nach einem halben Jahr muss man seinen Freund anschreiben, nochmal, kannst du meine Jobsuche nochmal twittern oder kannst du da nochmal ein Like drauf geben? Das ist halt eben auch das Problem. Es sehen halt alle mit und es kann dadurch eben auch so ein bisschen die Blamage rauskommen, so nach dem Motto, ich stehe zur Verfügung, aber keiner will mich. Das zweite ist, du hattest den Vorteil, du hast den Job besucht, wo klar war, der letzte Job endet oder der war schon vorbei. Genau, es war ein befristeter Vertrag. An der Stelle ist es relativ safe, der Arbeitgeber, der alte Arbeitgeber oder bisherige Arbeitgeber weiß, das endet jetzt. Aber man kann natürlich über so eine Methode nicht wirklich diskret nach einem neuen Job suchen, wenn man wirklich noch beschäftigt ist und der Chef das vielleicht unbedingt mitkriegen will. Also dann scheidet das definitiv aus, auch wenn man jetzt versucht, solche Formulierungen zu umgehen, wie ich suche nach neuen Herausforderungen, die im Prinzip verräterisch sind, aber es geht halt nicht. Das zweite ist der Zeitaufwand. Ich glaube, das darf man auch nicht unterschätzen. Und der hat natürlich auch damit zu tun, dass man viele Angebote bekommt, die entweder unseriös sind oder vielleicht auch gar nicht passen. Und wenn man sich so in die Öffentlichkeit begibt, dann ist es natürlich viel schwieriger, nicht darauf zu antworten oder fast schon unmöglich oder vielleicht auch einfach beleidigt zu sein. Also ich weiß früher mal, als ich noch bei der Wirtschaftswoche war, habe ich halt auch diverse Angebote mal bekommen von irgendwelchen Jobs oder Headhuntern. Irgendeiner hat mir auch mal die Chefredaktion von Handwerk-Magazin angeboten, kann ich mich noch daran erinnern. Meine erste Reaktion war, ja, wie kommen Sie denn da drauf? Ja? Also das ist so, du fragst dich, wie kommt jemand da drauf? Es ist halt endpeinlich an der Stelle zu feststellen, du willst einen Job und du kriegst Angebote, die irgendwie so gefühlt unter deinem Niveau sind. Und trotzdem musst du an der Stelle natürlich reagieren, weil eventuell könnte deine Reaktion wiederum eine Reaktion in diesem öffentlichen Raum hervorrufen und die wiederum kann auf deine Reputation negativ einzahlen. Dadurch hat man einen wahnsinnigen Aufwand. Das heißt, man tritt in die Öffentlichkeit und man hat so einen Rechtfertigungsdruck eigentlich auch, auf solche Leute zu reagieren oder vielleicht auch auf die berühmten Hater, die Trolle, die sich dann vielleicht auch anstellen und die Gelegenheit nutzen, was willst du? Ja, warum suchst du einen Job, die stellt sowieso keine Angebote. Also
durchaus auch negative Seiten. Der Vorteil ist, glaube ich, relativ simpel, klar. Also die Erreichbarkeit oder die Viralität, die du da erzeugt hast, 2,5 Millionen. Ich weiß, früher, vor Jahren, als ich mit solchen Themen mich das erste Mal beschäftigt habe, haben Leute noch 100 Bewerbungen geschrieben, einkalkuliert, dass davon 90 zurückkommen oder gar nicht beantwortet werden. Also es waren so die alten Zeiten, da hat man Papier produziert, musste Mappen kaufen, noch und nöcher. Du schreibst einen Blogbeitrag und erreichst irgendwie 2,5 Millionen innerhalb von einer Woche. Was ist das denn? Ja, also ich meine, so sind die Zeiten halt einfach. Das ist eine komplette Verkehrung des Arbeitsmarktes und letztendlich auch der Arbeitsmarktverhältnisse, also der Machtverhältnisse. Auf einmal sind ganz viele Leute, die für dich sprechen und sagen, wow, die ist klasse, die muss man unterstützen, die braucht einen Job. Ja? Und das ist halt eine ganz andere Situation und dadurch sehr, sehr komfortabel für jemanden, der einen Job sucht. Und, das wissen wir alle, die besten Jobs werden halt unter der Hand vergeben. Der berühmte graue Arbeitsmarkt, der eben niemals in irgendwelchen Jobbörsen auftaucht, das ist eben so. Und ich glaube, dass gerade diese Social-Media-Jobsuche oder diese Jobsuche via Blog, das muss ja nicht auf Blog begrenzt sein, das sehen wir auch nachher, aber dass das so ein bisschen die Digitalisierung des alten Prinzips von Vitamin B ist. Also Vitamin B kennen wir alle, das kennt man aus der Offline-Welt, aber das Ganze zu suchen über sein eigenes Netzwerk ist sozusagen die digitale Variante davon und das funktioniert sehr, sehr gut. Und ich glaube da immer noch an diese Theorie von Mark Granovetter, jeder kennt jeden über 7 Ecken und dann heute sind es nur noch 3 digital. Aber ich glaube tatsächlich, dass es immer noch so funktioniert, dass die nicht engen Freunde, sondern eben die Freunde von Freunden, dass die am ehesten zum Job verhelfen. Und zwar zu den Jobs, die nirgendwo ausgeschrieben sind und die echt cool sind und die auch zu einem passen, weil die Leute dann einfach kennen, oder zumindest indirekt kennen. Und genau das ist der Vorteil an der Stelle. Und was ich faszinierend finde, ich will ja jetzt aber nicht vorgreifen, ist ja, auch ich habe in der Vergangenheit immer wieder darüber geschrieben, dass Facebook eigentlich ein privates Netzwerk ist. Es gibt eben diese berühmte Theorie, also Xing ist für Job oder LinkedIn natürlich auch und Facebook ist privat. Twitter ist vielleicht wieder öffentlich, wir haben auch gesehen, das funktioniert sehr gut bei dir. Und Facebook ist privat, ich glaube, das stimmt nicht mehr. Also meine Beobachtung ist auch an vielen Ecken und Stellen, mit denen ich mich mit Lesern auch mich unterhalte oder auch mit Leuten irgendwie auf unserer Facebook-Wall und Leute, die uns anschreiben, dass Facebook inzwischen ein Berufs- oder ein Business-Netzwerk geworden ist. Und zwar nicht, weil es da irgendwelche Karriereseiten gibt von Unternehmen, sondern es ist deswegen ein Business-Netzwerk, weil tatsächlich dieses Freunde von Freunden empfehlen einen weiter, weil das genau auf Facebook funktioniert inzwischen. Das setzt gleich ein. Und das erzählst du, glaube ich, auch gleich. Ja, ich hätte es gerne erzählt. Ja, also ich bin, glaube ich, auch so weit fertig. Genau, dann wirst du das